Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blastingenieur. Und da haben wir wieder das Schlachtfeld der Hanna von der Riken Mark II. Habe ich ja beim letzten Mal ja versprochen, dass wir da die so machen, dass sie für halblange Darts auch taugt. Na gucken wir jetzt mal, wie man das macht. Also, ich glaube, da der Großteil von dem Krust und den Krust bauen wir erst gar nicht mehr wieder ein. Ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir alles nicht. Das können wir eigentlich auch gleich. Vorsicht, dass mir das Federlein nicht um die Ohren fliegt. So. Ich muss wieder überall was, ich muss wieder irgendwo suchen. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Er kommt schon raus, du Krust. Oh, das nicht raus. So, der Krust raus. Wo ist das Viertel dazu gehört? Das hat da dazu gehört. Der Krust. Der Krust nicht aus. Ja, sage mal. Muss ich da das Fädel? Siehst du mal. Da habe ich mal Respekt davor, Fädel rauszumachen. Das ist mir rechts gefummelt, manchmal die reinzukriegen. Deswegen machen wir das jetzt. Bleibst du da? Prost. Oh, da ist ein Schreible. Nehmen wir das da. Dann hoffe ich, dass das auch passt, dass wir das nicht brauchen. Also das brauchen wir, das ist klar, dass das halt nachher Magazin. Ach, da ist Gegenstück. Also hat es 18,1 hat die im Durchschnitt gehabt. Wenn ich mich recht entsinne. Das war das. Ist jetzt 3 Videos her. Hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Hoffe, dass ihr also so lange dabei seid. Aber habe ja erst frisch angefangen, also von daher auch nicht schlimm. Ich werde das Video natürlich unten verlinken. Dann könnt ihr das euch anschauen. So, das ist da noch das Hebel, damit man das Magazin raus und rein kann. Ich glaube, das ganze andere ist ein Sicherheitsmechanismus, dass man das Magazin nur raus da kann, wenn der Schlitten zurück ist und der ganze Krust und was weiß ich. Man macht es halt einfach nicht hin und geht ein bisschen vorsichtig. Na, da braucht man die ganze Sicherheitskrust nicht. Kann man sich das Quiet sparen. So, das bauen wir nachher wieder ein. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und das da brauchen wir. Und natürlich das Deckel oben nachher drauf. Den Krust brauchen wir nicht. Das bauen wir aus, das bauen wir aus. Das sage, das machen wir mal. Schnelldurchlauf, dann bis gleich. So, ich würde sagen, bevor man das zusammenbaut, gucken wir mal die Seite noch. Oh, und schmeiße den Schrauber rum. Da haben wir. Ah, nochmal das Schreiben. Eieieiei. Da haben wir so kleine Hebel. Ach, das sorgt dafür, dass man das nochmal zurückziehen können. Wenn man das dann nach vorne zieht. Frag mich, aber das ist wahrscheinlich war das drin zu lassen, wie das von vorne. Ja. Und nochmal das Schreiben verloren. Ja, aber jetzt habt ihr das auch gesehen. Und ich habe es auf Kamera festgehalten, falls ich
falls ich das nochmal konsultieren sollte. Also dann nochmal vielleicht was machen täte da wollen. Dann können wir das auch gucken. Gucken. Ja. Die klappt da, die läuft. Eieiei. Da bin ich auch einfach fast überlegen, die wegzulassen. Das brauchen wir jetzt herstellen. Das ist Kunststoffstifte dann. Das ist besser, das. Ich weiß nicht, ob es besser ist, aber das macht das, glaube ich, ein bisschen leichter zum Zusammenbauen. Ja, ich jetzt sage, ich schraube das mal zusammen. Und dann reden wir weiter. Bis gleich. Also prinzipiell Gott. Jetzt habe ich nur da wahrscheinlich einen kleinen Fehler gemacht. Seht ihr? Die zwei Hebel sind versetzt. Das heißt, das geht jetzt noch nicht richtig. Aber ich jetzt sage, bevor wir da jetzt was rum den das nochmal aufmacht, den wir das erste Mal testen, dass wir wissen, so Gott, ich glaube, da müssen wir jetzt halblange Pfeile verwenden. Yep, das ist jetzt gut. Ja, das ist jetzt halt bloß noch, gerade aktuell bloß für die Seite. Dann müssen wir, ja, oder können wir da auch noch ganz lange Pfeile verwenden? Nee, das geht nicht ganz zurück sonst. Yep, das geht nicht ganz zurück sonst. Yep, das ist jetzt halt so. Also 3/4 so lang der hätte vielleicht noch gegangen, aber da bräuchte man halt spezielles Magazin. Jetzt gucken wir mal. Uiuiui, ich glaube, das hat gewalt. Uiuiui. Das ist aber rausgeschossen. Da bin ich nachher auf die Messergebnisse gespannt. Da können wir mal ausgucken. Weil das vorne, das sieht ja schon ein bisschen hässlich aus. Das noch gegangen hat. Woran hängt das jetzt? Da misst man da innen den Lauf entfernen. Das geht nämlich da. Das innen den Lauf entfernen. Gucken, den müsste man vielleicht rausmachen können. Dann kann man das drüber da. Das gucken wir uns auch noch an. Aber jetzt schaue ich erstmal, dass ich das Magazinausgabe-Ding jetzt das Hebel gescheit hinkriege. Das wieder raus. Und irgendwo habe ich eine Schreible vergessen. Das ist wieder rausgefallen. Dann müssen wir das, dass das nicht klar ist, wenn man es aufbaut. Sonst fliegt uns das alles um die Ohren. Ja, dann repariere ich das. Dann gucke ich auch nochmal nach der alten Messwerte, was die waren. Weil ich habe es schon wieder vergessen. Aber ich habe es am Anfang ja gesagt, aber das heißt, so viel Zeugs im Kopf halt. Aber zerlegt es nochmal zumindest soweit ich muss. Dann bis gleich. Ah, das ging leicht. Da musste ich bloß die Schreible lösen und schon ist reingekauft. Guckt, jetzt Gottes. Jetzt gucken wir mal, was denn unsere Messmittel dazu sagt. Aufwacher, gibt was da. Haben wir da was bastelt. Also 18,1 gilt es zu überbieten.
Das ist natürlich. So. Das ist ganz gut, dass ich das Kläpple weggemacht habe. So sieht man, dass es klar ist. Das Geflacker vom Bildschirm, das ist halt. Also, das ist in echt nicht so. Das ist nur, wenn die Kamera und die Bildschirmsynchronisierung irgendwie da komisch zusammenkommen und das nicht von der Frequenz her nicht so passt. Aber jetzt, Achtung! Uiuiuiui. 30,3. Nochmal. Ui. 35,7. Ui, 40,3. Gucken wir doch mal. Haben wir 38,2. Das ist vielleicht auch je nachdem, wie tief ich das reinhebe. Und 35,7. Also Durchschnitt von 36. So der 80, was hat man gehabt? 80,1 beim letzten Mal. Das ist schon deutliche Verbesserung. Ihr seht ja die Messwerte. So, jetzt kannst du wieder schlafen legen. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, komm schon. Ja. Motiviertes Messmittel. Das wacht schneller auf, wie sich schlafen legt. Ja. Jetzt hätte ich sagen, den Brust packen wir zur Seite. Den brauchen wir nicht mehr. Den einen Pfeil, den tun wir reinladen. Das leicht. Ah, jetzt los. Hab den Pfeil nicht gescheit eingeladen, deswegen kotzen. So. Jetzt sage ich, jetzt kümmern wir uns um Kosmetik. Also das Händler geht ganz einfach. Da haben wir Schulterstütze dran, schon sieht halbwegs gut aus. Und vorne, das müssen wir zerlegen. Das Rährle raus. Ah, das machen wir schnell Durchlauf. Bis gleich. So, jetzt ist offen. Jetzt gucken wir mal, was wir da machen können. Jetzt haben die natürlich nicht dafür konzipiert, dass da ihr Blassteinchen nicht dran rumbastelt. Eieieiei. So, dann mal. Gucken wir mal. Das ist doch nochmal zusammengeklemmt. Ja, komm schon. Ich glaube, das machen wir auch im Schnelldurchlauf. Da muss ich das wahrscheinlich aufheben. Ich sag's euch dann danach. Bis gleich. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, das muss man einfach ein bisschen absägen und dann ist gut. Das säge ich da noch ab. Ganz großzügig. Das mache ich schön ohne Kamera. Dann bis gleich. So, es ist kürzer. Jetzt gucken wir mal. Das geht drüber. Ja, weit genug, das passt. Dann können wir das wieder zusammenbauen. Das ist verwirrender Krust. Dass das auch nicht einfach rausgeht, das ist ärgerlich. Ja, das haben die wohl auch nicht gedacht, dass mal irgendjemand auf die Idee kommt, da Modifikationen durchführen zu wollen. So. Jetzt sage ich, das machen wir auch kurz im Schnelldurchlauf. Bis gleich.
So, jetzt ist wieder zusammen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob das jetzt geht. Ah ja, fast wie wenig es gemessen hat. Das ist doch schön. Guckt, das schließt sauber ab. Das ist doch der Hammer. Jetzt gehen wir das laden. Haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann müssten wir wieder alle drin haben. Da waren bloß 11 drin, soweit ich weiß. Oh, ich hoffe, nicht fährt halt noch irgendwo rum. Oder Lader. Und wollen wir noch mal schießen. Eieiei, das geht gut. Ja. Ah, das ist ein netter Pfeil, der ist gleich zurückgekommen. Das ist ganz praktisch ohne die Klappe, da sieht man nämlich, ob es reinlädt oder nicht. Ich glaube, das hat jetzt schon ein bisschen Leistung, das sollte man jetzt nicht mehr ohne Pfeile feiern. Ja, und das Magazin finde ich auch cool. Das ist dasselbe wie bei der Ring, bei der Prophecy habe, nur halt in schwarz. Das ist halt für kurze Pfeile, aber es füllt das komplette Magazin aus, weil sonst, es sieht immer so halbfertig aus, wenn da so Adapter da drin ist. Das gefällt mir nicht. So, der ist jetzt auf den Boden gefallen. So. Aber wenigstens das hat gut geklappt. Und ja, da guckt, ganze Haufen Krust haben wir ausgebaut. Gut, das Federle und das können wir schon alles aufheben, das kann man vielleicht mal irgendwann wieder brauchen. Das schon. Ah, das gefällt mir. So macht's Bäschle Spaß. Also, dann wünsche ich euch auch so viel Spaß beim Bäschle. Bis zum nächsten Mal, euer Blaster-Ingenieur.